So, Freunde, es geht weiter immer heiter zurück bei Fire Emblem Three Houses. Part Nummer 64, eigentlich für Nintendo-Fan immer eine schöne Zahl. Hierbei würde ich aber sagen, wird es eher ein bisschen knifflig, hier eher weniger. In der Mitte sieht es relativ gut aus, aber hier... Ja, hier könnte es knackig werden im Kampf gegen Catherine und Kokage. Vor allem, die macht uns einfach sowas von Pferd mit ihrer Donnerbrandwaffe. Die sie offenbar noch irgendwie ein Amulett hat oder so, oder das ist ein Siegel. Das ist einfach nur scheiße. Alter, guckt euch mal das an, was die uns antut. Das ist nicht mehr feierlich, ey. Dabei hat wir in den letzten 2 Folgen eigentlich so gut alles gemacht und so. Und hingekriegt. Gut, wir hatten auch ein bisschen Glück dabei, muss natürlich auch sein. Ist ja Fire Emblem, entweder Glück oder Pech, whatever. Aber ich glaube, ich werde Kessin hier eher ein bisschen zermürben, denn der Vorteil ist, sie ist ja auch hier auf den Flammenfällen eher ein bisschen langsamer. Das heißt, ich greife mal mit den Charakteren an, die sowieso kein Problem haben auf die Entfernung hin. Beziehungsweise die generell sowieso relativ schnell auch wieder entfleuchen können. Ja, ich glaube, es passt, wenn ich so sage. Entfleuchen, entfleuchen. So, dann ist die Frage... Beziehungsweise die Frage eigentlich nicht, ist klar. Muss auch mal erstmal zurückziehen. Heilfokus, wenn man sich selber heilen kann, ohne irgendwas zu opfern, warum nicht? Das ist eben eine gute Idee. Okay, auf dem hin klappt das auch. Nehmen wir schon mal ein Elixier. Für Petra. Oder greife ich mit ihr an. Das ist auch ein bisschen heikel, war. Ich glaube... Soll ich sie vielleicht auch rausnehmen? Also Petra meine ich, und dann mit ihr erstmal den killen oder Catherine schwächen? Ne? Lieber direkt killen. Kill it with arrow. With fire arrow. Nee, Spacer Point. Nee, Spacer so. Und Catherine muss mich echt irgendwie separat kümmern. Frage ist, kümmern die sich um sie? Oder kriege ich es irgendwie mit mir, also mit Michael selbst hin oder mit Edelgar oder so aus dem Zentrum? Das ist so die Frage aller Fragen. Ich meine, klar, könnt auch mit den Strategien und so reinhauen, ob das viel bringt. Nee. Eine andere Frage. Wird eher Petra heilen oder gar nicht heilen? Das mache ich ein bisschen aussparen, weil es jetzt sonst schon die ganze Purgativ ein. Und Petra ist ja zurzeit nicht in Gefahr. Insofern alles picobello. Hier soweit gut. Die Frage ist, hätte ich jetzt einen alten Herrn mal anlocken und platt machen? Was heißt anlocken? Ich kann direkt platt machen. Ja, der Hubert versuchen kannst. Ich meine, du bist weit genug weg. Ja, dann mach das doch. Hast du es so? Das ist Hubert ziemlich egal, er macht einfach einen Crit am Schluss. Da sehen wir uns mal, wie Hubert auf das Königreich einfach scheißt. Alter, da muss ich die einige Gesichtshälfte einfach weggeätzt. Armer Gilbert. Es tut mir so leid. Ach, Annette. Ich hätte dich so gerne rekrutiert, aber leider ging es ja nicht. Wa? Annette ist einer der Charaktere, den man nicht rekrutieren kann. Weil die irgendwie immer zum blauen Löwen gehören muss, wenn ich mich nicht komplett irre. War das doch irgendwie bei ihr so? Aber Gilbert könnte man ja dann rekrutieren, wenn man selber beim blauen Haus, beim blauen Löwen halt gewesen wäre. Aber alles schon lange, lange her. Und wir kümmern uns erstmal hier um Asche. Natürlich, weil ich ein Sensei bin, kümmere mich persönlich um meinen Schützling. Dann dabei noch attackiert von dem Scheißvieh da hinten, aber ist mir ganz egal. Ciao, Asche. Du sollst auch nicht zielen, du sollst schlafen gehen.
Das wollten wir doch alle. Das Feuer im Hintergrund. Ah, das ist so traurig. All meine ehemaligen Schüler muss ich frittieren, kalt machen, whatever. So, nehmen wir es mal an, jetzt kommt der Typi. Oder auch nicht. Der kommt ja auch nicht. Die Frage ist, soll ich mal mit Dorothea ein bisschen anrösten? Weil sie kommt auch mit Meteor relativ weit. Was mache ich mit ihrem Move? Heilen kannst du auch ein bisschen. Heal, den guten Hubertus. Der hat nichts dagegen. Das war zu erwarten. Och nein, das darf jetzt auch nicht wahr sein, ey. Oh, Noria, leck mich am Arsch. Und Catherine kommt auch noch. Tschüss. Ja, und sie haut ab. Ich glaube, zu sagen, ich wäre am Arsch, ist ein bisschen untertrieben. Ach du Scheiße, du kriegst die Tür nicht zu. Ja. Mein Ziel wäre schon Ziel, dass ich... Ja, einen kriege ich platt, ja schön. Muss alle 3 platt kriegen, dass es mich möglichst wenig Gegenwehr und vor allem ohne, dass mir irgendwie... okay. 100% wäre es mir egal gewesen, aber gut. Und ohne, dass mir die Olle oben irgendwie in die Quere kommt. Die Olle von oben. Wohin ziehe ich jetzt? Du kriegst sicher auch kaum Damage. Triffst dafür auch kaum irgendwas. Das ist ein bisschen doof. Schon mit dir irgendwie was vorschwächen können, wenn nicht schlecht oder irgendwie. Ja, also, ja, das wäre eine Option. Kriegst du auch ordentlich in die Fresse, aber ich hoffe, du krittest, ja. Wobei, hoffen zu kritten. Ich bin lustig, ey. Wobei, der ist nicht schlecht. Tja. Es war offenbar doch schlecht, wa? 42 nicht kritten? Nein, warum auch? So, kannst du vielleicht dafür erledigen? Jo, das sieht nicht schlecht aus, versuch's mal. Was für einen fetten Shield er trägt. Ja, der gute Raffel noch ein bisschen mehr Defense. Sehr gut, Stärke auch gut. Passt perfekt. So, jetzt fehlt noch eine. Frage ist, ob Ingrid sich darum kümmern will, ob sie vielleicht sogar irgendwie da oben noch Schaden machen will und dann abhaut. Ich meine, bei dem kann man es riskieren. Bei ihr würde es eher nicht riskieren. Menschen müssen eigentlich ein bisschen weiter weg, oder? Schon von hier aus angreifen. Ja, hier mit der Indra-Pfeil. Nachher einfach abhauen. Indora. Mit Blitzmagie killt ihn. Perfekt. Kann sie kaum was Besseres sagen. Supi-dupi. So, jetzt ist die Frage, Petra. Du müsstest dich eigentlich... Okay. Ja, dann muss ich auf Mercedes aus dem Spiel da rausnehmen. Wenn sich Mercedes jetzt aber um die olle Ding kümmert. Ich wäre auf den Crit angewiesen. Der hat hier verfallen. Nee, das bringt... Ja, komm. Also, hallo, 64. Du musst kritten, Petra. Wehe, du krittest nicht. Ich schwöre dir, skalapier dich. Dankeschön. Seht ihr, man muss nur ein bisschen
Überzeugungsarbeit leisten. Dann macht sie, was sie soll. Und vor allem, was sie will. So, nehme ich sie natürlich ja vom Spiel raus, das ist klar. Pogativ. Nein, haben wir noch. Petra erstmal. Dann die anderen. Ja, ich werde ihre Pogativ bestimmt noch alle verbrauchen. Da bin ich mir garantiert sicher, weil ihm was da oben noch alles ankommt. Ist nicht mehr feierlich. Obwohl es Fire Emblem heißt. So, was mache ich mit dir? Oder mit denen? Warte mal, ich kann natürlich... Sollte mal anlocken? Kann man so schlecht erstmal Dorothea und Co., also die sowieso relativ wenig Verteidigung haben, aus dem Weg nehmen. Da vielleicht mit Felix und Cherisa ein bisschen anlocken. Das wäre eine Idee. Das kann man versuchen. Einfach ins Feuer setzen. Ja, warum nicht? War mit ihm kann man es ja machen. Pegasus Ritter kann man so oder so. Okay, jetzt kann der immer wieder näher. Immer näher, immer näher. Die gehen jetzt irgendwie nach unten. Warum auch immer. Die Pegasus Ritter sind... Die hauen jetzt ab. Warum auch immer. Und der geht der... Was machst du jetzt? Okay, der geht jetzt runter. Der geht auch runter. Der Mage genauso und die Pegasus Ritter. Die kommt aber, oder? Ja, die kommt angeflogen. Sehr gut, sehr gut. Die fühlen sich leicht getriggert. Dann kann ich alle mal in die Mitte lotsen und schon mal mit einer Handvoll Soldaten platt machen. Dauert noch ein bisschen, bis sie da sind, aber egal. Ja, wir kümmern mich jetzt um die da. Die da, die da, die oder der da. Nein, ich glaube, es ist die da. Wird angegriffen, das ist nicht schön. Rausnehmen. Ich muss sie ganz schnell rausnehmen. Na gut, kann ich schon mehr heilen, super. Da habe ich ja ganz toll gemacht, aber muss ich erstmal aus dem Radius rausnehmen, das war schon wichtiger. Ja, Meteor gegen die Pegasus Ritter könnte ja ein bisschen schwierig werden, indem wir ein bisschen heilen kommen. Cherisa wird es mir danken. Oder auch nicht. Er weiß das schon. Ich meine, sie ist der Ritter des Todes. Das ist echt ein bisschen wenig von Strategie. Ich muss schon eins reinzwirbeln, das ist so. Eigentlich müssen es vor allem diejenigen sein, die sowieso ein bisschen flinker sind. Ja, nachher wäre sie halt schon mal geschwächt. Sorry, Catherine, aber das wird wehtun. Und vor allem wird sich ein bisschen lähmen. So, jetzt wird es einfacher, dich platt zu machen. Und zwar wesentlich einfacher. Die Strategie sollte notwendig sein. Ich kann hier direkt reinzwirbeln. Jo. Aber Erfahrungspunkte. Wer könnte es noch brauchen? Wer wird nicht direkt gekillt? Gut, du wirst eher direkt gekillt. Du triffst doch kaum. Oh Mann, Kaspar. Was bist du für ein super Kaspar? Nee, Strategien brauche ich noch für die anderen Viecher. Das kommt nicht in Frage. Was nehmen wir dann mal? Es ist einfach Bombardement. Nee, gut, dann lass uns bleiben. Niemand Raphael wird auch kaum Schaden machen. Also Schaden schon, aber wir kaum treffen. So. Petra, du wirst garantiert treffen. Die Frage wird erstmal doch Bernie vorschwächen. Wir müssen einmal heilen mit ihr, wa? Naja, man Dorothea die ganze Zeit selber heilen. Und Michael, dieser Egoist, macht sowieso nicht. Hubert kann es nicht. Warum auch immer.
dass er keinen Bock drauf hat. Was heißt Bernie? Die wird ordentlich reinburnen. War zwar, sag jetzt mal, nur ein Schuss ins Knie, aber der hat wehgetan. Alter Schwede. Der hat viel Schaden abgezogen. So, komm, jetzt irgendeiner zur Not macht das Petra. Mit irgendeiner Kackwaffe wirst du noch eine relativ hohe Trefferquote erzielen. Ja, genau. Rapier, die verfallen, das war's dann. Genau, was anderes. Meucheln. Ja, gut, Meucheln. Wie sie schreit. Tja, Rea, da gehen langsam die Anhänger aus, wa? Tut mir so leid um Catherine. Dafür kriege ich ihre Waffe, den Donnerbrand. So, Peter kriegt ihn. Und Rea sagt kein Wort, nee. Ist ja alles scheißegal. Ja, sehr schön, so läuft das wie geschmiert. Sind noch die beiden Honks da oben. Die kriegen auch relativ leicht platt. Nehmen wir da. Ja, wobei wir haben da noch Annette und einen kleinen Cyril, glaube ich. Der ist typisch schon wieder. Aber wir sind Wübernritter. Den darf ich nicht unterschätzen. So, jetzt kommt die. Ja, langsam sind sie da. Weiß, langsam, die sind schon da. WTF, die kamen doch schon so weit. Der hat jetzt eigentlich nichts so auf dem Schirm, aber trotzdem cool, dass sie es noch geschafft haben. Ja, Ferdi, du sagst es. Na, also gibt es wieder einen Boost. Boost, oh. Ja gut, die Viecher sind zu weit weg, ganz ehrlich. Und dann relativ egal. So. Wie jetzt weiter? Hier oben ist relativ simpel. Da kann ich ja hier wieder mit der Indra-Waffe toll reinknüppeln und die einfach abboxen. Denn sie haben keine Resistenz und damit keinen Schutz. Bye bye. Jo. Keine Chance haben sie. Keine Chance. So, da oben ist noch eine Truhe. Darf ich nicht vergessen, deswegen ist ja Petra auf der Seite. Damit sie die Truhe aufsraubt, das erstmal. Wow. Die Waffe kann was. Sie läutet zwar nicht, weil wir halt kein Waffenträger sind, aber hey, scheiß drauf. Oh nee, der Fuzzi da oben. Nee. Da habe ich keinen Bock, dass der irgendwie Bernie bereits versucht, sich in den Kampf einzumischen. Aber wer kommt sogar hin irgendwie? Oh, da wäre natürlich geil. 76 könnte. Ich wollte gerade sagen, könnte treffen und sie macht sogar einen Crit raus. Ich habe langsam das Gefühl, mit diesen Crits und so, je tiefer die Trefferquote, desto eher macht sie den Crit und je höher die Trefferquote, desto eher macht sie keinen Crit. So kommt es mir langsam vor. Was ich einerseits cool, andererseits auch ein bisschen schräg finde. Eine schräge Angelegenheit. So, man sieht, das lassen wir noch, weil ich muss noch heilen. Sind noch sicher. Das ist mal die Frage, wer kloppt hier wen zuerst? Na gut, Gott, dann kann ich jetzt immer vergessen bei denen. Müsste irgendwas sein. Ja, nee, Crit ja, aber wenn es auch macht, Erfahrungspunkte verteilen oder Materialkrieger schwenden. Ich meine, ich habe noch 10 Stück davon. Ich kann es noch 10 Mal einsetzen, meine ich halt. Ich muss natürlich jetzt zweimal treffen, ne? Gut gemacht, Felix Sammer als Totenpriester. Mit Schwert und Magie. Swords and Magic. So, Jerisa, du bist Feuer und Flamme wie immer. Man sieht schon. Wie sieht's aus, Ja, viel näher ran kann. Das bringt doch nichts, komm schon. Nahkampf, auch wenn du halb Feuer und Flamme gerade bist. Du machst es platt. Jo, Mann. Das Feuer meiner Leidenschaft. Oder so, kein Plan.
Ja, aber du bist eigentlich ein Mage, du wirst nicht so viel. Ja, wobei, doch, also du machst doch relativ viel. Dafür wurde es so bescheiden, ja, wobei. 80, der geht noch. Der geht noch und der trifft noch. Sehr schön. So, ich glaube, ihr seid ein bisschen zu weit weg, um Schaden zu machen. Dann macht den Schluss der gute Michael. Könnte sogar ein Stahlpanzer sein, weil er macht zweimal Schaden. Einer von, ne? Wieselflink. Wieselflink. Macht das Wieselflink. Da fällt mir diese seltsame Werbung von früher ein. Was über eine Werbung? Was irgendwie eine Fernsehserie, was irgendwie. Also war kein echtes Wiesel, es war zwar zuerst auch so ein echtes Wiesel, war aber irgendwie so ein Kunststofftier. Also halt so eine Puppe halt. Und irgendwie da hat man so irgendwie ein Feuerzeug und am Hintern hielt und hui, war es weg. Aber war ja kein echtes Tier, war nur Schauspieler, sag ich jetzt mal. Oder Handpuppe mäßig oder whatever. Auf alle Fälle keine Tierquälerei. Wobei, woraus natürlich das Fell dieser Handpuppe bestand, nee. Ist wieder ein anderes Thema, wa? Jetzt kommen die da unten näher, da oben habe ich auch einen, super, also der gerade angekesselt. Was mache ich jetzt? Gut, ich meine, bis die von unten links kommen. Dauert noch ein bisschen länger als der oben rechts. Mache erstmal einen Typ hier oben rechts platt. Vielleicht mit Unterstützung von Bernie, der doch relativ weit kommt mit ihrem Pfeil und Bogen. Das wäre eine Option. Wenn wir einen Meteor reinhauen, einfach nur. Ja, das bringt nicht viel. Einfach nur um den Shield zu schwächen. Aber ich kann es natürlich da stehen lassen, weil. Ich glaube, mit der Magielanze, das wird es hier nicht so viel Schaden machen. Stattdessen kriegt sie ein Level Up. Level Up. Sie liebt ihre Level Ups. Und ich kann sie heilen. Sehr gut, sehr gut. So läuft das, so muss das laufen, so ist es perfekt. Jevisa in Lauerstellung. Dann noch einen guten alten Felix. Master Felix. Vielleicht erstmal Bernie heilen. So, dann unterstützt Bernie also beim Angriff auf das Riesenviech. Wenn es geht, aber bitte, genau, irgendwie so und dann. Wie gesagt, kann ich ein bisschen unterstützen. Hey! Also, war was? Ja, du hast was in die Fresse gekriegt, du Idiot. Aber ihr müsst erstmal aus dem Weg. Edelgang kann ich theoretisch in die Mitte platzieren, also mehr oder weniger in die Mitte. Aber ich hab Bock drauf. Ja, schon ein bisschen geschwächt und so. Ich kann hier mal die Tür einreißen. Mit der Meisterlanze. Also Türbarrikade halt. So, vielleicht kannst du noch ein bisschen unterstützen, die Leute. Du gehst langsam aber sicher einen Weg, Raphael. Genauso der gute Kaspar. Gut, fehlen noch Edelgard zu bewegen, aber muss ich nicht. So, die gehen weiter ihres Weges. Alter! Ich habe schon den Crit-Schuss einkalkuliert, deswegen dadurch so gut, ja, überlebt sie mit 1, aber mit einem Carbonot, dass er wirklich critten würde. Leck mich am Sack, hey. Alter. Was für ein Arschloch. Ja gut, wenn ich critten darf er auch critten, man kann es auch so sehen. Also man haut nämlich in den Strategien rein. Wie viele Dinger treffe ich? Ja, muss reichen. Lanzenangriff! Luca.
Wilhelm, Luca, Heinrich, oder wie hießen die alle noch? Frage ist jetzt, soll ich nochmal in Strategien reinkloppen oder gehe ich erstmal auf Distanz? Oh, das könnte wehtun. Also jetzt nicht anhand der Punkte, aber ich meine, er macht sowieso keinen Schaden von dem her. Also Magie ist, du willst halt noch Schaden reindroppen, ja. Ja, es passt irgendwie auch besser. Von der Positionierung her und so. Och, ich glaube, das Schild ist weg. Kann das sein? Nee, warte mal, kann gar nicht sein. Doch. Schild komplett im Arsch. Nicht schon wieder. Doch, doch. Immer wieder, immer wieder. So, wer haut jetzt drauf? Felix, gib's ihm. Aha, warte mal, du bist sowieso schon fast... Nee, warte mal. Nämlich jemand, der ein bisschen schwächer ist. Also ein bisschen schwächer, da klingt es irgendwie so, aber... Ja, vielleicht sogar Bernie, wegen der Entfernung. Geht einfach darum, dass schon mal die Leiste runter ist. Weil sonst verschwende ich unter Umständen den Zug. Das wäre ein bisschen doof. Dann kommt schon Petra, schnell noch die Kiste leer räumen. Gebetsring. Fähigkeit wäre zwar nicht schlecht, aber dass zu dem Zeitpunkt des Spiels noch sowas zu bekommen, ich weiß nicht. Na, Bernie, was machst du? Okay, du kannst auch angreifen, das ist mir los. Doof. Komm schon, Bernie, du bist doch Feuer und Bernie. Bernie und Flamme. Ist näher ran? Nee, da kannst du nicht mehr angreifen. Hier geht's noch mit dem Blick. Nee. Ja. Wahrscheinlich sind es auch 37, also. Hat es jetzt nicht so gelohnt, da umzudisponieren. Egal. So sind noch 2 ganze Balken. Jetzt. Vielleicht Felix, damit er schon mal einen Balken platt kriegt. Oder. Er hat schon lange nichts mehr machen dürfen, wa? Kriegst du einen ganzen Balken platt? Nö, natürlich nicht. Ja doch. Miasma Alpha. Gamma, Entschuldigung. So, und jetzt wieder Felix. ...50 Schaden, ey. Ich bin doch schon im Arsch. Jetzt Wortloch. Sehr gut, jetzt kann ich hier den Rest der Truppen abwarten. Kann mich hier ein bisschen positionieren. Es läuft sehr gut, Freunde, es läuft sehr gut. Wie gesagt, das Kapitel soll doch ziemlich heftig sein. Kämpferei hier mit allem. Und wir haben es auch gesehen, zum Teil war es doch relativ heftig, was danach an Truppen kam. Und ich hatte zum Teil auch echt Dusel, also echt Schwein, muss man schon sagen. Insofern bin ich natürlich glücklich darüber, dass es so gut läuft. Natürlich auch mit der ganzen Planung und so, aber eben hat doch auch einiges Glück dabei. Jetzt darf es bloß nicht auf den letzten Meter noch vermasseln, das wäre jetzt sehr, sehr ärgerlich. Ich meine, klar kann er die Zeit zurückspulen, das ist auch kein Thema. Ich muss ein bisschen noch kein einziges Mal die Zeit zurückspulen. Obwohl ich damit gerechnet hatte, vor allem jetzt gerade da mit Dorothea. Also gerechnet. Wie gesagt, ich hatte es ja vorgeplant, dass sie eventuell, dass der andere Typ gekrittet und sie mit einem KP überlebt, aber ja, hätte auch schlimmer kommen können, noch andere angreifen können oder. Ja, immer das, was wäre wenn, war. Jetzt kommen die angerannt. Sie brüllt nochmal ihren Boost heraus. Boost. So, die Truppe wäre sonst ja fast schon wieder ein bisschen vereint. Wird Zerschmetterer. Okay. Ein Hammer, der sich Zerschmetterer nennt. Das klingt nicht gut. Wobei jede Waffe, die sich Zerschmetterer nennen würde nicht unbedingt gut klingen, wenn wir ganz ehrlich sind.
ist doch alles für'n Arsch, sagt auch der Barsch. Wonderful, Bogenbrecher, oha. Das ist mal eine geile Effekte. Aber überhaupt noch irgendwelche Bogentypen als Gegner? Ich glaube, der Zug ist auch abgefahren, wa? Scheibenkleister.